Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Heute möchten wir gerne für in unser Journal rein ein Kuvert-Flip machen. Und zwar ist das ein Kuvert, das wir so schön bearbeitet. Und nachher kann man das so ins Journal reinkleben. Und dann kann man das aufklappen und da irgendetwas Hübsches drin versorgen. Zack und zack und so sieht das aus. Ich habe hier Kaffee gefärbtes Kuvert genommen, aber ich habe nur noch so grosse Kaffee gefärbte Kuvert und die passen nicht in unser Journal rein. Das ist alles so ein bisschen zu gross. Darum würde ich sagen, ja, machen wir einfach noch ein paar kleine, die dann auch wirklich reinpassen. Und die tun wir dann halt einfach mit Stempelfarbe also ein bisschen anbrünzeln, dass es das nachher dann auch so hübsch aussieht. Da bringen wir sicher irgendetwas zustande. Und ich habe mir Stempel parat gemacht, ich habe mir Stempelfarbe parat gemacht. Und dann können wir eigentlich schon loslassen. Achtung, fertig. Hü. Wo ist jetzt dieses? Aha, da. Ich lege das mal hierher. Und dann fangen wir doch mal an. Ich tue das hier auch gerade machen. Dann sieht man so ein bisschen im Vergleich. Und die werden doch einfach mal mit Vintage Foto, würde ich sagen. Oder was haben wir noch? So, ich denke, das sind so die Farben, die wir werden brauchen, um die Papier als erstes mal ein bisschen einfärben. Ja, einfach braun. Da mit diesen Bürsten. Das würde vielleicht ein bisschen gleichmäßiger rauskommen. Ich weiß es auch nicht. Also das ist auf jeden Fall jetzt Vintage Foto und vielleicht hat es an dem Bürstchen noch irgendetwas anderes dran. Das ist gut möglich. Aber wir machen hier kein Büro auf. So. Jetzt muss ich dann schauen, dass ich hier beieinander bleibe. Sieht man da einen Unterschied? Ein bisschen? Ja, ein bisschen sieht man ihn schon. Es ist schon ein bisschen anderes Braun. Und dann gehen wir noch mit dem noch ein bisschen rein. So. Und weißt du was, jetzt würde es mich doch schon mega gelustet, da noch ein bisschen Wasser drauf spritzen. Einfach nur zum Schauen, wie es nachher wird. Wenn das noch so Wasserflecken drauf hat. Ich weiss auch nicht, ob es genug schnell trocknet, jetzt hier für unsere Zwecke. Einfach mal ausprobieren, he? Einfach ausprobieren. So, jetzt fangen wir hier wieder an. Mit dem, glaube ich. Ist egal. Ist ja egal. Einfach dran schmieren, das Zeug. Einmal. Ich glaube, ich kann da noch ein bisschen. Ui, das da. So, da gibt es einen mega Glunken drauf. Das vielleicht zuerst ein bisschen einziehen. Ui, und das da. Ui, das ist jetzt gerade ein bisschen nass geworden. Sehr schlau. Okay. Probieren wir das noch ein bisschen zu retten hier. Also ja, retten, wenn sie nicht retten. Das ist einfach ein bisschen gleichmäßiger verstreichen. Und wenn wir jetzt mit dem reingehen, was passiert dann? So, und mit dem, wenn wir mit dem drüber gehen, geht da.
Sollte ja theoretisch schon, hä? Irgendwie. Ja, ein bisschen zu hell. So, lieg. Ja, vielleicht könnte ich drüber schmieren. Ich glaube, das kommt nicht gut. So, also ja, nicht gut. Hey. Es sieht dann einfach ganz anders aus. Aber das ist mir eigentlich noch so egal. So, hey, aber das gibt auch ein super schönes, so ein marmoriertes Zeug da. Ganz etwas anderes jetzt geworden. So, hey, ich finde das im Fall mega schön. Manchmal kommt doch Zeug raus, so wie man sich es überhaupt nicht vorgestellt hat. Und es ist noch viel schöner, als das, was man eigentlich hätte machen. So, eben genau das trocknet natürlich jetzt hier mega langsam. Aber egal. Jetzt machen wir den hier noch ein bisschen weiter. Was habe ich jetzt hier? Bin ich jetzt hier auch noch ins Grau? Nein, ich weiss es doch auch nicht mehr. Gut. Also, aber ich habe jetzt da gleich nicht so viel Wellen von dem. Da gleich nicht so nass Wellen. Eins möchte ich noch schon noch mal ein bisschen heller. Ich glaube, wenn wir ganz vorsichtig tun, dann kommt es schon gut. Das würde mich ja mega gelustet, da noch ein bisschen Wasser drauf zu spritzen. Aber ich glaube, ich lasse es sein. Weil es sonst einfach von der Trocknungszeit her zu lang geht. Und ich möchte ja gerne noch stempeln mit euch zusammen im Video. So. Jetzt kriege ich noch mal ein bisschen von dem. Ah, mir denkt, das war eine rechte Glonke hier auf dem oben. Mama, ich glaube, es kommt gut. Ich glaube, es kommt gut. Ja, ja, bestimmt. He? So, und dann noch mal ein bisschen mit Gel drüber. Es wird ja nachher dann so komplett überstempelt alles. Das ist ja eigentlich nur unser Hintergrund. So, und das Einzige, was man nicht sieht, ist der Teil und alles andere sieht man. Also müssen wir halt hier auch noch einmal so schön drüber. So. Und. So, so, und das noch. Und das ist ganz egal, so, 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 okay. So, alles gut, alles gut. So, und so. Doch, mal, mir gefällt das. Mir gefällt das. Und wir mal schauen, was dabei rausgekommen ist. So, lieg. So, und da, wo ich das drauf gespritzt habe, naja, ist wahnsinnig viel ist nicht passiert. So, jetzt einfach noch ein bisschen drüber. Auf dem wäre das wahrscheinlich viel mehr so ein bisschen verlaufen und hätte so ein bisschen Flecken gegeben. So, ich würde sagen, ich stemple hauptsächlich mit Schwarz.
und Walnut Stain. Und ich glaube, vielleicht können wir auch noch ein bisschen von dem hier nehmen. Jetzt Naturstempel. Ich glaube, ich fange mal ein bisschen an mit Text. Text. Ähm. So, jetzt haben wir das natürlich doch rum draufgeklebt. Ja, noch. Haha, schön. Kleben wir es noch schnell ganz gerade drauf, sonst habe ich jedes Mal ein Puff. So, so ist besser. He? Gut. Und jetzt wünschte ich gerade, ich hätte ein grösseres Stempelküssi. So, ich glaube, ich mache das so. So habe ich auch das Gefühl, ich komme ein bisschen schneller vorwärts und es wird ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, besser verteilt oder keine Ahnung. So. Voilà. Dann nehmen wir hier den zweiten Text noch. Vielleicht nehme ich dann nachher mal noch das Oxide schwarz. Das wird ein bisschen matter. Vielleicht noch den richtigen Weg um, so. So, und da noch. Tack. Voilà. Jetzt haben wir auch noch irgend so etwas, was so eine Art ein bisschen ist wie Text. Dann könnte ich doch mal ein bisschen, Autsch! In Braun probieren. Schauen, wie gut das kommt. Ja, ist recht fein. Gefällt mir jetzt noch. So. Und da noch. Und dann können wir vielleicht schon mal auf der hinteren Seite probieren. So, lieg. So, nochmal. Der ist noch wirklich noch gut, finde ich. Also vor allem, wenn er einfach so fein ist. Also fein, jetzt nicht gerade eben schwarz, sondern mit dem Brünscheligen da. So, mal schauen, ob man auf dem anderen gut sieht. Ah, muss ein bisschen. Das finde ich recht hübsch. Schau mal. Mache ich hier gerade noch eine Scheiße. Es verschwindet so in dem Hintergrund innen. Mega schön. Gefällt mir gut. So. Jetzt habe ich da noch ein bisschen dran. Oh. Gut. Und dann könnten wir doch da noch irgendwo ein Mäuerchen drauf tun. Ein Mäuerchen. Aber das machen wir, glaube ich, grau, oder?
Mhm. Doch. Gefällt mir. Gefällt mir. Muss auch komplett nicht ganz drauf sein, der Stempel. Also, wie soll ich sagen? Dass er ganz durchgefärbt ist. Er darf wirklich ein bisschen Löcher haben. Oder wie sagt man dem? So. Oh, ich glaube, ich finde das recht cool. Ich glaube, das kommt gut raus hier. So. Ganz fein. Ganz fein. Ja, 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 ja. So, fertig, Mauer. Fertig, Mauer. Das muss ich einfach ein bisschen abputzen. So. Oh, wo ist die andere Mauer? Die ist irgendwie... Aha. So. Jetzt ist gut. Jetzt haben wir die hier. Die sind viel feiner, wenn das es hier abgebildet ist. Schönerweise. Und ich würde sagen, da probieren wir jetzt mal das Schwarz zu nehmen. Schnell die wieder ein bisschen decken. Das Oxide Schwarz. Tada! Oh, ja. Das ist jetzt geht mega schade, dass es die nicht genommen hat. Aber ich glaube, vielleicht können wir die hier noch ein bisschen drauf retten. So. Nein, nicht viel gebracht. Das hat nicht viel gebracht. Genau. Nochmal. So lieg. Schnell schauen, was oben und unten ist. Das wäre noch hübsch. So. Jetzt wollte ich sie aber gut drauf haben. Okay. Aber da schaffen wir es doch jetzt, den Flügel noch drauf zu bringen. Ja, so jetzt. He? So. So. Und da. So. Etwa so. Da werde ich glaube mal nur die drauf haben. Schön. Und vielleicht hier noch das Zähne. Einmal fast. Dann nehmen wir auch noch die grosse Blume. So, ich finde jetzt das Oxide ist sehr dunkel drauf gestempelt, wenn man es vergleicht so mit dem normalen. Manchmal ist es ja wirklich richtig so matt, dunkt es mir. Aber da kommt es noch recht gut. So lieg. Da probieren wir doch mal die Blumen. Weißt du was, ich probiere jetzt mal so. Ich will nur Blumen. Aber die dafür schön. Hm? Oh, ja. Genau. Wo haben wir noch ein schönes Plätzchen? Ich glaube hier.
schön. Sehr schön. Wir auch noch so einen machen. Komm, mach hier auch so einen. Der ist doch so hübsch. Der ist doch richtig hübsch. Die Blume. So. Jawohl. So, jetzt haben wir hier das vergessen. Ich glaube, dann machen wir von dem aber auch nur so einzelne Elemente. Zum Beispiel hier, genau das. Journal de Paris. So, und da die Sonnenblumen. Oder was das sind. Die würden doch jetzt hier so gut aussehen. Ja, und schaffen wir das? Die da so zu machen. Ha, fast. Gut. Was haben wir da noch? Die Blumen da, die sind doch auch so hübsch. Die da auf dieser Seite. Ja. Sehr schön. Ich wollte die gerade noch mal neu haben. Da. Wunderbar. Und auch auf dieser Seite haben wir gar noch nicht so viel. Da gibt es doch auch noch eine solche Blumen. Die so wunderbar rauskommen. So. Und dann. Ja, ich glaube, wir sind gar nicht mal so übel. Ich habe das Gefühl, es kommt gut. Jetzt. Ja, da oben. Jetzt komme ich mal mit den Sommervögeln. Und weißt du, jetzt könnten wir die doch in dieser Farbe machen. Einfach mal probieren. So, ein kleiner grosser Keib. Da. Der fliegt gerade von dieser Blume weg. Oh, hey, ich finde das geil. So, und da machen wir dann noch einen anderen drauf. Hey, der ist schön, der gefällt mir mega gut. Da sind wir gewesen. Und von der Farbe her, finde ich, passt super. So, was haben wir noch? Was haben wir noch da? Da würde noch so eine gut herpassen. Ja, schön. Und da nachher vielleicht einen anderen. Und den hier. Den hier. Und da noch. Schön. Sehr hübsch. Was würde jetzt da noch für einen herpassen? Hier haben wir ja den hier genommen. Der ist recht dunkel. Ich glaube, ich bleibe doch ein bisschen bei etwas hellerem. Ich glaube, ich nehme den. Der ist zwar sehr ähnlich. Dann nehme ich, glaube ich, den. So. Ja. Und alles gut. Jetzt soll ich den auch so mit dem Rötlichen machen. Zack. Zack.
Oh, ich finde es mega schön. Ich finde sie mega schön. So. Und da. Komm, da machen wir einen halben. So. Und da noch einen, der gerade so reinfliegt. Aha. Da kann man ja auch noch. Könnte man so. So könnte man doch. Dann machen wir da auch noch einen. So. Und jetzt auf der anderen Seite. Haben wir da auch noch Sommervögel? Vielleicht von denen, von dem. Und dann nochmal einen, noch einen kleineren, den vielleicht. Ja, ja, komm. So, das hat sich so richtig schön ab. Von dem grau-schwarzen. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. So. Und? Nein, ich glaube. Dort mache ich dann nur noch kleinere her. Da könnte noch so eine halbe. Also komm, noch einen kleinen Keib. Den hier. Oh, hübsch. So, da unten noch. Ja, sehr schnussig. Da mache ich dann vielleicht noch irgendetwas anderes hin. Irgendwie noch etwas Blumiges. Irgendein Blümchen. Da hat so einen leeren Fleck. Nö. Nö. Aber da. Und da. So. Voilà. Jetzt, diese Blume gefällt mir so gut. Die könnten wir jetzt irgendwo noch unterbringen. Aber in schwarz. Und zwar eher ein bisschen ohne Stiel. So, da Blättchen müssen auch nicht unbedingt drauf. Wo haben wir gesagt? Da haben wir gesagt. Zack. Oh ja. Aha, da haben wir ja noch nichts so richtig. Können wir dort noch etwas reinpflümeln? So ein bisschen halb. Da ist ja gerne die Leere. Hey. So, da braucht es glaube ich nicht. Aber vielleicht machen wir da noch eins. So, genau. Das hier ist auch noch so was Gutes, finde ich gerade. So. Auch sehr ein hübsches. Ja, genau. Oh, das passt ja super. Genau. So, da am Rand. Ja.
So. So, und wie sieht es jetzt so innen aus? Da, das finde ich gut. Ich finde, da braucht es gar nicht mal mehr. Das ist okay. Ja, ich glaube, das ist mal fertig da. Dann schauen wir, was es so noch hat. So. Und, komm, machen wir da den noch. Ja, ja. Ja, ja. Ich darf das. Ich darf viel zu viel Stempel drauf tun. Weil das gehört zu mir. Das ist mein Style. So, ja, ja, ja. Und da hinten noch. Jawohl. Super. Da fehlt noch. Juhu. So. Das ist auch gut von mir aus. Ja, dort braucht es nichts mehr. Aber da braucht es noch so ein wunderbares Blümchen. Das passt gerade wunderbar zu dem, finde ich. Und das ist doch ein bisschen einsam. So. Ja, ja, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch etwas fehlt. Gleich noch. Da fehlt einfach gleich noch irgendetwas. Aber was? Aber was? Vielleicht noch mal ein bisschen Text. Ich glaube einfach so ein bisschen Text würde gar nicht mal so schlecht kommen. So, schnell schauen, wo ist oben und unten. So, da. Ja, genau. Schon ein bisschen besser. Und da drin noch. Einfach so drüber. Zack. Zack. Und zack. So, mal, jetzt ist okay. So, haben wir auch für ein Geschlirk. Da habe ich dann voll ins Stempelküsse reingelegt. Irgendwie. Das ist oberschlau. Wenn wir das gerade überstempeln. Irgendwie so. So ist gut. Da noch, da noch. Ja. Super. Auf dieser Seite, komm, da machen wir jetzt auch noch so eins her. Weil es doch so schön ist. So. Da. Gut. Und da. Oh ja, eben. Eben. Da darf also auch noch etwas drin irgendwie. Oder drüber, oder ich weiss doch auch nicht was. Nein, eben so. Das falsch drauf gemacht. Zack. Ja, ja. Genau. Genau, so ist doch gut. So. Komm her. So. Eine. Da. Ja. Gut. So, also wieder mal völlig crazy drauf losgestempelt. Und fast nicht mehr können aufhören. Nein, Moment. So und so. Und jetzt wollen wir uns doch die Sachen mal anschauen, die da dabei rausgekommen sind. So. Das grosse ist Kaffee gefärbt und die anderen sind mit Stempel eingefärbt. Ich finde, der Unterschied ist nicht wahnsinnig gross, außer natürlich bei dem, wo wir völlig übertrieben haben. Und auf dieser Seite sehen sie so aus. Ich finde es extrem hübsch. Das gefällt mir mega gut. Was ich nicht so gerne habe, amigs sind die da, wenn die so fest mit Oxide eingeschmiert sind, zum Anlängen nachher. Also nicht so gerne zum Anlängen. Aber ja noch. Vielleicht gehe ich mir schnell zuerst die Hände waschen, bevor ich jetzt wieder das Journal anlänge. Sonst ist nämlich alles voll Töpfchen.
So, also, eben wie gesagt, das passt sowieso nicht rein. Und ich glaube, wir haben 3 Signaturen. Normalerweise tue ich immer je eine Signatur etwas rein, wo ich jetzt gerade gebastelt habe. Aber irgendwie finde ich, dass das ein bisschen übertrieben ist. Ich glaube, ich nehme einfach 2. In der vorderen 1 und in der hinteren 1 drin. Mal schauen, ob das gut wird passen. Nein, auf dem Rosa fällt es mir jetzt gerade nicht so. Auf dem Kaffee gefärbten natürlich sieht es gut aus. Da oder da. Auf dem da, auf dem Fleckigen. Ich glaube, das passt noch fast ein bisschen besser. Ich glaube, ich nehme den hier und dann in der hinteren Signatur nehmen wir. Da geht es nicht. Oder in die andere Richtung. Nein, wie verdecken wir das? Soll ich das? Nein, das ganz Dunkle. Es muss zwar noch ein bisschen trocknen, habe ich das Gefühl, oder nicht? Meine ich das nur, weil es eben wieder so komisch ist zum Anhängen. Ich hoffe, das färbt nachher nicht ab. Das wäre schon noch cool. Das wäre schon noch cool, oder? So. Oder passt das besser? Ich kann mich nicht entscheiden, helft mir! Oh Mann! Nein, ich glaube, ich nehme das. So. Genau. Also. Ja. Es kommt gut. Oh, passt überhaupt rein? Ja, es passt rein. Alles gut. Jetzt mache ich das mal mit Stiftleim. Ich habe das Gefühl, das sollte schon haben. He? Das ist ja hier eine grosse Fläche, die wir so anleimen. So, da vielleicht nicht zu fest über das Zeug rein. Und jetzt komplett krumm und verkehrt und was. Nicht, dass ich dann das Zeug wieder verkehrt reinklebe. Was habe ich jetzt gesagt? Ich will es so haben. So. So. Und so. Voilà. Zack. Da eben schauen, dass da kein Leim drauf ist, sonst klebt es dann zusammen. So, hey, das ist doch hübsch. Das gefällt mir mega gut. Und auf dieser Seite noch, da habe ich es jetzt auch so. Ich könnte es eben eigentlich noch so machen, oder? Nein, spinnt es mir jetzt? Da habe ich es so. Was wollte ich genau? Was wollte ich? So. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte es einmal so rausklappen und einmal so rausklappen. Ja. Ja, lacht doch. Lacht doch, es ist schon gut. Ich lache ja selber auch. Ich bin ein bisschen verwirrt manchmal. Also. Voilà. Schön eingeschlirrt. Und jetzt habe ich es schon wieder vergessen, oder? So, dass ich es nachher so aufklappen kann. Das ist kompliziert für mich, solche Sachen. Nein, schau, jetzt kommt es gut, oder? Jetzt kommt es doch gut. Alles prima. Und selbst wenn, dann würden halt beide auf die gleiche Seite aufgehen. Mach es aber nicht. So haben wir es. Einmal
so aufklappen, einmal so aufklappen. Wunderbar, unsere Kuverts sind fertig, unsere Kuvert-Flips. Und hey, ich habe mega Freude. Ich finde sie mega schön. Sie sehen toll aus und einzigartig. Und es macht nicht einmal etwas aus, dass wir es auf nicht kaffeegefärbtem Papier gemacht haben. Es sieht wirklich fast genauso aus wie das. Ja, hey, es hat mir Spass gemacht. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder irgendetwas Hübsches, Chaotisches basteln wollen. Ich bin da. Kommt doch einfach. Ihr könnt gerne abonnieren, ihr dürft gerne einen Daumen hoch geben und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.